Dass 9/11 eigentlich am deutlichsten gezeigt hat, dass wir andere Kulturen nicht kennen. Und der Konflikt, der dann entstanden ist im Irak, in Afghanistan und auch andere Kriegsüberlegungen, die es gab, nämlich den Iran anzugreifen, diese Überlegungen sind ausgelöst worden durch 9/11 und sie konnten nur ausgelöst werden, weil die meisten Menschen im Westen keine Ahnung haben von dieser muslimischen Welt. Und auch der amerikanische Präsident, dessen Namen ich jetzt gar nicht mehr aussprechen will, weil er nicht, Gott sei Dank nicht mehr Präsident ist, und seine Berater, sie waren in der Regel noch nie in diesen Ländern. Und auch die Amerikaner haben gesagt, du musst diese Terroristen, das sind 1,4 Milliarden Terroristen, die müssen wir jetzt alle platt machen. Es hat nicht mit 9/11 angefangen, sondern die letzten 200 Jahre sind 200 Jahre, in denen, was die meisten hier im Westen vergessen, die Westeuropäer, also nicht einmal die Amerikaner kamen später, die muslimischen Länder brutalst kolonisiert haben und Millionen von Muslimen umgebracht haben. Also wenn man einmal überlegt, wer gewalttätiger ist, der Westen ist, und auch wir Westeuropäer, viel gewalttätiger gewesen als die Muslime. Der Erste und Zweite Weltkrieg mit 70 Milliarden Toten, wer hat denn das angefangen? Das waren doch nicht die Muslime. Wer hat denn 6 Millionen Juden umgebracht? Das waren nicht Muslime. Das sind so gigantische Zahlen. Der russische Kommunismus hat 30 Millionen umgebracht, der chinesische wahrscheinlich, Mao Zedong, 40 Millionen. Das ist jetzt nicht der Westen, aber es ist im Grunde genommen der weise Mann. Die Muslime haben in den letzten 200 Jahren der Welt nichts Böses getan. Die Muslime, vor allem die Araber, wie Jean-Paul Sartre gesagt hat, wie Halbaffen behandelt hat. Wir haben diese Menschen nicht ernst genommen, wir haben sie wie Tiere behandelt. Die wurden ausgeräuchert, die wurden wie, ich zitiere jetzt französische Autoren, wie Schakale gejagt während der französischen Kolonisierung. Terrorismus entsteht durch Ungerechtigkeit. Und Terrorismus können Sie deshalb nur bekämpfen durch Gerechtigkeit. Und wir haben das Gegenteil gemacht. Wir haben, als die Terroristen zugeschlagen haben, und natürlich waren diese Anschläge Mordanschläge, das sind Mörder, die das World Trade Center angegriffen haben. Und wie haben wir reagiert? Darauf, dass es fast 3000 Tote im World Trade Center gab. Wir haben Hunderttausende von Irakern totgebombt, die nichts getan haben. Das Hauptproblem heute ist, dass wir Westler glauben, also wir Amerikaner und wir Westeuropäer, wir seien was Besonderes. Und ich sage das jetzt mal ganz krass, dass wir einen latenten Rassismus haben und dass wir denken, die Schwarzen und diese Araber und diese Muslime, das ist doch alles nicht so wie wir. Und es gibt in der muslimischen Welt grauenvolle Diktaturen. Sie sind in der Regel vom Westen eingerichtet worden. Sie werden in der Regel vom Westen, von den USA unterstützt, finanziert. Wenn wir Gerechtigkeit in der Welt herstellen, gibt es keinen Terrorismus. Wir bringen Gefangene dorthin, damit man sie dort foltern kann. Und um das nochmal krass zu sagen, weil es hat ja keinen Sinn, um die Dinge herumzusprechen, die Menschenrechte werden zurzeit am meisten durch den Westen verletzt. Denn das, was der Westen im Irak gemacht hat, ich wiederhole noch einmal, im Irak sind mehrere hunderttausend Zivilisten getötet worden für nichts, für eine Lüge. Und die niedrigsten Zahlen liegen bei 200.000. Englische Forschungsinstitute gehen von über 1 Million getöteter Zivilisten und einer gleichen Zahl Schwerverletzter aus. Ich war vor ein paar Wochen in Afghanistan. Da werden Dörfer bombardiert. Wir beteiligen uns daran und wir reden über Menschenrechte. Das ist doch einfach schrecklich. Wir sitzen hier an einem Tisch und sagen, diese muslimische Welt und die Menschenrechte, und die haben doch gerade 3000 Menschen im World Trade Center umgebracht und wir bringen Hunderttausende um. Jetzt gesagt, was würden Sie tun, wenn Ihre beiden Brüder ermordet würden, ohne irgendetwas getan zu haben? Jetzt frage ich Sie, was würden Sie tun, wenn man Ihre Familie ermordet? Wir sind die Terroristen, wir zerstören die Welt. Wieso denn? Die Demokratie in Afghanistan muss durch die Afghanen eingeführt werden, doch nicht durch uns. Wieso denn durch uns? Welches Recht haben Sie denn in Afghanistan oder irgendwo Demokratie einzuführen als Rechtsstaat? Und für den Rechtsstaat können wir und für Menschenrechte können wir nur werben, wenn wir uns selber drin halten. Wenn wir aber Gefangene heimlich zum Foltern in andere Staaten bringen, wenn wir Gefangene wie in Guantanamo wie Tiere behandeln, wenn wir Hunderttausende von Zivilisten bombardieren, nimmt uns doch niemand die Demokratie und den Rechtsstaat ab. Das heißt, wir müssen Vorbild sein. Ich sage ja, Sie merken, ich bin zornig, wenn wir so selbstgerecht tun und über die Gewalt dieser Welt reden. Dabei sind wir die Gewalttätigen und wir sind die Terroristen. Denn für ein Kind
macht es doch überhaupt keinen Unterschied, ob es in die Luft gesprengt wird durch einen Selbstmordattentäter oder durch eine amerikanische Bombe. Und es werden viel mehr Menschen durch amerikanische Bomben in die Luft gesprengt als durch Selbstmordattentate. Also ich bin zornig, weil es meine Pflicht ist, dazu etwas zu sagen, was wir in diesen Ländern anrichten. Wir haben hier ein Bild, als sei die muslimische Welt eine gewalttätige Welt. Mir fällt es schwer, im Westen, wenn ich durch eine Stadt gehe, ob das jetzt Frankfurt ist oder München, Menschen zu treffen, bei denen ich sagen würde, die begegnen mir mit Nächstenliebe. Aber wenn Sie einmal erleben wollen, was Gastfreundschaft heißt und was Freundlichkeit bedeutet und was Nächstenliebe bedeutet, müssen Sie in ein muslimisches Land. Er hat gesagt, der Westen ist nicht Weltmeister geworden durch die Überlegenheit seiner Werte, sondern durch seine Überlegenheit im Anwenden von Gewalt. Wir haben unsere Weltstellung durch Gewalt erobert und das wird in Zukunft nicht mehr gehen.